Star Wars. Der Luke ist verschwunden. Niemand weiss, wo er ist und es suchen so ein bisschen alle nach ihm. Und anfangen tut eigentlich das Ganze mit der Rey. Das ist eine Schrotthändlerin bzw. eine Schrottsammlerin auf dem Wüstenplanet Jakku, irgendwo im Weltall raus. Dort trifft sie zufälligerweise auf den Finn. Aus den Trümmern vom Imperium von der Originaltrilogie ist mittlerweile der First Order entstanden. Und sie werden angeführt vom Kylo Ren, einem bösen, maskierten, gefürchtigen Typ. Auch er sucht nach dem Luke und im Film geht es eigentlich so darum, herauszufinden, wo ist der Luke, warum sucht man nach dem Luke, wer sucht nach dem Luke. Viel mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen. Was ich aber sehr wohl möchte sagen, ist, wie gut dass der Film als ein Star Wars Film funktioniert. Ich muss zwar über mich sagen, ich habe kein irgendwie nostalgische Gefühl dem Film, beziehungsweise diesen Film gegenüber. Ich bin nicht aufgewachsen mit denen. Ich habe sie erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen. Mich hat The Force Awakens komplett, vollständig überzeugt. Der J.J. Abrams, der Regisseur, der schon Star Trek neu aufgelegt hat vor ein paar Jahren, macht das auch mit Star Wars und das ist so gekonnt, es funktioniert so gut, es ist ein super Sequel, also eine super Fortsetzung von der Geschichte. Die ganze Story, finde ich, funktioniert recht gut. Es hat viele Punkte, quasi, wo sie von Episode 4 vor allem, also vom allerersten Star Wars, ein bisschen übernimmt und kopiert. Es hat ein paar so Handlungsstränge, und ich denke, so, das haben wir alles schon mal gesehen. Auch weil gewisse Charaktere sehr viele Ähnlichkeiten haben mit Charakteren aus den Originalteilen. Dass die Figuren den anderen so ein bisschen nachempfunden sind, hat es mich überhaupt nicht gestört, weil sie funktionieren für sich selber als eigene Figuren so dermaßen gut. Das liegt einerseits daran, dass sie gut geschrieben sind, es sind interessante Figuren, und andererseits sind die Schauspieler wirklich so gut, die die darstellen. Für mich so ein bisschen der Showstealer, beziehungsweise die Showstealerin, das ist Daisy Ridley als Rey. Sie hat vorher, glaube ich, in 2 Fernsehserien mitgespielt und sonst praktisch noch nichts gemacht. Darum bin ich noch viel mehr beeindruckt, dass die dem Druck standhalten und wirklich eine gute Performance als Rey kann anlegen. Sie muss alles Mögliche machen. Sie hat emotionale Szenen, sie hat Kampfszenen, sie hat alles, was man sich so vorstellen kann im Star Wars Universum, und sie meistert das mit Bravour. Also es ist wirklich grossartig und ich finde es auch cool, dass man einmal wieder eine Frauenfigur hat so im Vordergrund, und sie ist unabhängig vom Geschlecht einfach eine tolle Figur. An ihrer Seite meistens ist der Finn, gespielt von John Boyega. Der Typ, der merkst einfach, dass er so mega viel Freude gehabt hat, um an dem Film mitzuarbeiten und dort mitzuspielen. Der hat so viel Energie und bringt so viel Comedy und Humor in den ganzen Film hinein. Also es funktioniert so gut. Praktisch keiner von seinen Witzen irgendwie geht unten durch oder ist irgendwie blöd oder so. Beim ganzen Film, es ist recht ein lustiger Film, was mich nicht enttäuscht, sondern überrascht hat. Und der Film funktioniert das sehr gut, und so ein bisschen sein bester Kollege quasi im Film ist der Poe Dameron. Das ist ein X-Wing-Pilot, der Beste von der Resistance, wie es heisst zumindest im Film, und das sieht man auch. Und die zwei, die Chemie zwischen denen, wie auch zwischen dem Finn und der Rey, funktioniert so gut, dass die haben wirklich tolle Schauspieler ausgesucht für den Light Side. Auf wer ich mich aber fast mehr freue, ist der Kylo Ren. Der Kylo Ren ist nicht wie der Darth Vader. Das darf man nicht erwarten. Sie sind ganz unterschiedliche Figuren. Beide sind böse, aber der Kylo Ren ist so viel menschlicher. Er ist zwar auch ein Badass, ist ein cooler Typ und alles, mit seiner Maske und seiner Kapuze und allem, und wie er schwätzt mit den Leuten. Aber er hat eine sehr verletzliche Seite und ist nicht einfach nur der coole Typ. Er will es einmal einfach sein, aber er hat so ein bisschen seine Probleme mit seiner Vergangenheit und mit der Situation, wo er drin ist und so. Aber wirklich eine sehr spannende Figur, super gut gespielt, auch von Adam Driver, wie ich finde. Ja, der alte Cast ist wieder dabei, sei das jetzt Peter Mayhew als Chewbacca oder der Han Solo, gespielt von Harrison Ford. Es ist wirklich gut, es fühlt sich natürlich an, dass sie dort sind. Sie sind auch nicht einfach so in die Story hineingedrückt worden und dann gefunden, ja, die müssen wir noch da rein. Es ist einfach gut, es ist harmonisch innerhalb von der Story, von der Handlung mit den anderen Figuren, es funktioniert super. Wer man im Marketing und überall eigentlich ein bisschen weggelassen hat, ist der Luke. Und ich möchte zu seiner Rolle überhaupt nichts verraten. Ich sage nur zu dem, ich bin zufrieden. Und bevor ich jetzt da komplett ins Schwärmen und ins Fanboying
übergeraten. Der Film ist natürlich nicht perfekt, wie aber kein Star Wars Film und überhaupt kein Film wahrscheinlich überhaupt. Es hat ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Es hat wie in der Originaltrilogie auch schon viele so Sachen, wo man denkt, das ist jetzt aber gäbig, dass das gerade passiert. Das würde im Leben nie passieren, weißt du, das würde im echten Leben auch nie passieren. Ein Laserschwert, darum egal. Das ist etwas, was man so ein bisschen wie muss akzeptieren in dieser Welt, dass so Sachen halt einfach passieren. Es ist einmal, ich möchte dann auch schon denken, so, ja, genau. Das ist etwas, was ich darüber hinweg schaue. Was hingegen mich mehr gestört hat, ist, dass gewisse Szenen und Ereignisse, die recht gewichtig sind, ziemlich schnell übergangen worden sind. So, es passiert und dann ist man schon weiter. Das ist zwar super fürs Pacing, das heisst das Tempo, das ist schnell und zackig und es passiert immer wieder etwas, aber einmal passiert für die Zeit, die der Film sich nimmt, fast ein bisschen zu viel. Das ist auch schade, weil es hat so viele Figuren, wo ich dachte, ich will mehr über den wissen. Zum Beispiel der Poe Dameron, der X-Wing-Pilot, kommt recht wenig vor, der hat nicht so eine riesengroße Rolle, wie ich gerne hätte. Oder auch zum Beispiel der Captain Phasma nicht. Sie, wo der Chrome Trooper sozusagen, der Stormtrooper in so einer Chromrüstung. Sie ist praktisch nicht im Film. Das habe ich total schade gefunden, weil, ja, aber das ist halt schwierig, so viele Charaktere auszubalancieren in so einer limitierten Zeit. Darum gibt es ja noch 2 weitere Filme und auf die freue ich mich sehr, basierend auf dem, was ich bei The Force Awakens gesehen habe. Eben, wie gesagt, ich habe den Film innerhalb von 24 Stunden nicht einmal, zweimal gesehen und beim zweiten Mal habe ich den Film sogar noch besser gefunden als beim ersten Mal. Beim ersten Mal habe ich gefunden, er ist gut, er gefällt mir und beim zweiten Mal habe ich gefunden, das ist einfach ein geiler Film, den will ich unbedingt nochmal schauen. Ich werde ihn auch nochmal schauen im Kino, garantiert. Und wenn man ein Star Wars Fan ist und nicht allzu viel Wert darauf legt, dass man Sachen aus dem Extended Universe, also von diesen über 100 Büchern, die rausgekommen sind, dass es nicht dieser Geschichte folgt, dann wird man einen Film bekommen, was wirklich wert ist, den Namen Star Wars zu tragen. Und das ist verdammt schwierig gewesen, wenn man sieht, was vorher alles schon so rausgekommen ist. The Force Awakens ist endlich draussen. Jetzt nimmt es mich Wunder, habt ihr den Film gesehen? Was haltet ihr davon? Ist er würdig, den Namen Star Wars zu tragen, so wie ich das finde? Oder ist er ein fertiger Scheissdreck? Oder sind die so ein bisschen lauwarm, ist es so ein bisschen Müll? Auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt. Und ich sehe euch beim nächsten Mal.